Die Jugendarbecht ass vielseitig a wirkt sich op unterschiedlich Lebensbereicher vom Jonken aus. Se fällt weder ënner den Enseignement noch ënner Sozialarbecht. Die Jugendarbecht bewegt sich an engem ganz spezifische Gebiet. D'Arbecht déi a Jugendhäuser, Jugendservicer a Jugendorganisationune gelecht gëtt, ass do fir net immer einfach ze ëmschreiwen. Fir die Arbecht nobause gut durchstellen ze können, ass et wichtech e gemeinsamt Leitbild fir de Jugendsektor ze hunn. Dafür gouf so ein Leitbild immer nächst vom Sektor gefrot. An diesem Video erkläre mir, wie das Leitbild von der Jugendarbecht entstanden ist und was damit gemeint ist. Das Leitbild ist am Austausch mit den Leuten aus dem Sektor entstanden. An den Diskussionen ist immer nächst Bild vom Jonken opkom, die seine Wehrsicht. Das Wehr goufen unterschiedlich durchgestaltet mit Hilfe von Strassen, Aufzweigungen oder Flüssen. Die von engem Jonken die seine Wehrsicht gëtt illustriert durch ein Spektiv, mit der Hirn oder hat an die Landschaft guckt. Eng aner wichtig Idee ist, dass der Jonke schon vieles mitbringt. Interessen, Kompetenzen, Erfahrungen und Freundschaften. Das beeinflusst sein Blick auf das Leben. Das Edukativpersonal als Bezugsperson vom Jonken muss auf das angehen, was der Jonke beeinflusst. Die Jonko viel Möglichkeiten, durch die sie sich durchfühlen müssen, für ihr eigen Wert zu finden. Dabei müssen sie Entscheidungen treffen, und das an ganz verschiedene Lebensbereiche. Der Jonke muss seine eigenen Interessen und Stärken entdecken, gerade wie seine Werte und Ideale. Das, was hier oder hat an diesen Bereichen für sich entdeckt, beeinflusst viel andere Entscheidungen. Zum Beispiel der generelle Lebensstil oder die Gesundheit, die Wahl von der Ausbildung und vom Beruf, seine Freizeit oder seine Engagementer, sowie seine Beziehungen oder seine Wohnsituation. Der Jonke findet seinen eigenen Weg, wenn er begleitet wird. Die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter können die Jonken dabei unterstützen, sich zu informieren, Neues zu entdecken und auszuprobieren, selber Decisionen zu holen und sich mit anzubringen, sowie Verantwortung zu überholen. Damit gehört die Jugendarbeit an grossen Teilen zum Bereich von der nonformaler Bildung. Die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter können auch dazu beitragen, dass die Jonke Gleichaltriger, Erwachsener oder Servicer begegnet kennenlernt, die ihm zur Seite stehen, wenn ihn oder hat sie braucht. Wichtig ist es, den Jonken da aufzuholen, wo gerade ist, anzugucken, dass der Jonke seinen Weg an seinem eigenen Rhythmus und Tempo gehen kann. Es gibt nicht den richtigen oder vorgezeichneten Weg, den der Jonke gehen kann. Alle Jonke müssen persönlich Weg finden, den er gehen will. Ziel an der Jugendarbeit besteht darin, dem Jonke viele Möglichkeiten aufzuweisen, ihm Hilfestellung zu bieten und bei der sich nur seine Werte zu unterstützen. Aus diesem Grund heißt dieser Poster «Die Jonken op seine Wehr begleiten». Wir schwätzen bewusst vom einzelnen Jonken, weil es eine individuelle Arbeit mit dem Jonken ist, für die aktuellen Herausforderungen und Bedürfnisse kennenzulernen und ganz gezielt auf das anzugehen. Es geht nicht darum, dass der Jonken ein bestimmtes Ziel erreicht, sondern dass der Jonke sich an seiner Haut wohlfühlt, autonom ist, responsabel handelt, kritisch, aber auch kreativ und solidarisch ist. Diese Überlegungen gehen auch im Erklärungstext beschrieben. Wenn ihr diesen auch durchlesen wollt, drückt gern auf das Pause-Knöpfchen. All diese Elemente bilden zusammen den Poster, den ihr hier seht. Es ist aber nicht alle Akteure im Jugendsektor an all Bereichen aktiv. Verschiedene Akteure sind Spezialisten auf verschiedene Gebiete. Andere sind echte Generalisten und auf viele Bereiche tätig. Nicht all Service muss all Bereiche aufdecken. Wichtig ist, dass es ein gemeinsames Leitbild für den Jugendsektor gibt und alle Servicer dieselbe Approche zum Jonken haben und am Sinn vom Jonken zusammenarbeiten.